Die Legende geht weiter hier in Pokémon CA. Oh je. Oh, ein bisschen laut, muss man so unterstellen. So, Leute. Es ist ein bisschen was passiert. Nein, eigentlich viel nicht, ne? Nur ein bisschen rumexperimentiert und so. Und ja, da vorne ist ein Evoli, aber ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie fangen kann. Wie ihr sehen können, es hat zum Teil auch neue Pokébälle drin, weil ich habe dann halt inzwischen auch mal online halt ein bisschen verwunden, ne, das Spiel, und dann gesehen, hey, die Season 3 ist vorbei, ich habe Preise bekommen und so. Unter anderem, wo sind sie jetzt? Safari-Bälle, genau. Traumball, Mondball glaube ich auch, ne? Ja, halt die ein bisschen, ne? So, ihr wollt jetzt eigentlich, wo ist jetzt hier der Flottball? Hier. Da. Dann mal ganz kurz, bis Evoli wieder umdreht. Ja, ich habe es ein bisschen recherchiert. Evoli ist tatsächlich eins der Pokémon, was sich unglaublich schwer fangen lässt. Vielen Dank für den Vorführeffekt, liebes Spiel. Ja, Evoli, wie gesagt, ein Pokémon, das sich unglaublich schwer fangen lässt. Ja, wir gucken mal, ne? Hier ist unser süßes kleines Evoli. Ach ja, wir brauchen sowieso ein bisschen mehr, ne, auf den ganzen Living Decks und so. Ob ich jetzt schon irgendwie draußen Psyana oder so mache, mal gucken. Also nur von der letzten Folge kommt mal hier unten hin, ne? Und ja, was ist dann so passiert, ne? Ich habe geguckt wegen Dratini und so, ne? Ich wollte das Dratini eigentlich auch noch, naja, natürlich Shiny fangen und so, hat nicht so gut geklappt. Und deswegen, ich dachte mir, es wäre eins und, wo haben wir es jetzt? Ah, hier sind Dratini. Naja, also das ist eigentlich das, was wir in der letzten Folge schon mal gesehen haben. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, ob ich es da auch gefangen habe, ob es mir ein Twitch ist oder so. Und deswegen dachte ich jetzt, ich erwähne es mal ganz kurz und das irgendwie dann denkt, kommt das Dratini her? Ja, weil ich habe auch schon ein paar Tage nicht mehr gezockt und mein Team ein bisschen anders aufgestellt. Ne? Wir haben so ein Kalos-Team, sag ich jetzt mal. Ne? Jetzt mit dem Brigeronit hier und einen ganz Megastein für die Kalos-Starter. Ne? Denke mal, sehr, sehr cooles Ding. Hier haben wir eben die Viecher. Ob hier vielleicht noch Stalobor, Uafnir zukommen könnten. Also Stalobor sicher nicht, aber Uafnir vielleicht. Oder Pandagro. Ja, ist halt kampfunlich, ne? Würde irgendwie passen. Aber Pandagro trotzdem noch im Team, weil ja, Kampfunlicht würde mir jetzt hier noch fehlen. Deswegen, aber andererseits für Meganie habe ich jetzt hier mal die Feenattacke rausgenommen, weil es eh nur bei der Wegeentwicklung halt vorkäme oder gebrauchbar wäre. Turtok wie gewohnt, Gardevoir hat jetzt Donnerblitz neu. Oder war es vorhin schon? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er sieht Stammings mit der Feuerattacke hin und her. Da ist halt Donnerblitz drauf. Pandagro hat einen Gift-Hieb, genau. Stolos hat Feuerschlag und Eishieb. Und Lichtel ist jetzt auch dabei. Genau, das haben wir uns mal gefangen gehabt. Und ja, Spukball, Flammenwurf, Hitzewelle, Schutzschild. Ansonsten auch ein bisschen neu sortiert. Ja, mal gucken, was davon möglich wäre. Ich meine, Schnäppke, sag jetzt mal, die ist ein weibliches, ne? Für Frostidie, dafür baut ab den Stein des Erwachens oder Wachenstein, wie auch immer. Den haben wir noch nicht, deswegen ist sie noch auf der Box. Könnte aber bald mal ersetzt werden durch was für ein Viech auch immer. So, so dazu, Freunde. Ja, hier sind der Ort, wo eigentlich auch ein Dratini und so wäre, aber eben. Ich da hochkommen, noch keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Ich muss von dem Dach herunterkommen oder so. Kein Plan, wie das funktionieren soll. Ansonsten, wie sieht es denn so aus in der Tasche, ne? Ich sag mal so, ne? Also Pokéball haben wir schon gezeigt. Mit auch hier Safari-Bälle und so. Je nachdem können wir die vielleicht mal bei gewissen Pokémon einsetzen. Trainingsfach, ja, ich meine, Sonderbonbon und die Pyromors, die gehen noch. Gut, Sonderbonbon ist ein bisschen übertrieben tatsächlich. Junge. Megasplitter. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, ne? Das ist einfach so passiert. Das war so, ja, Dinge sind halt passiert, sag ich jetzt mal. Ne, eben, das ist halt, wenn man online fightet, ne, dann passieren halt Dinge. Was soll ich dazu auch sagen, ne? Schätze und so, also können noch ein paar neue Steine kaufen, logischerweise. Warte mal, ich gucke jetzt erst einmal, ich gebe mal Pandagro noch den. Okay. Außerdem gucken, ob ich dann noch irgendwie mit Kronkong was machen kann. Jetzt, wie viel fehlt dir noch? 200, ne? Da wirst du nicht reichen. Gib mal einen davon. Okay, vielleicht hat der XS auch gereicht, oder ein paar davon zumindest. Wird mal Zeit, dass meine Pokémon hier ein bisschen stärker werden, ne? Vielleicht, wenn ich eh schon so viel habe, mache ich alle mal jetzt 50.
Aber ja, das Ziel ist eigentlich immer, dass ich mir mal noch einen Dragoran hole. Also hole, ne? Am liebsten eben Shiny. Ich gucke jetzt mal mit dem Team. Es kann aber gut sein, dass er dann bei eines unserer Tatinis, die wir bereits gefangen haben, also es ist ja nur eins, ne? Dass er das vielleicht dann doch mal noch, naja, halt entwickeln, ne? Mal gucken. Ja, bringt doch nichts. Bringt mal einen Emmer zum Einsatz, ne? Das ist schon ein bisschen zu viel. So, ansonsten unser Lichtel ist im Fall normales Lichtel, ne? Ist kein übergroß oder so. Aber ist ein cooles Lichtel. Es hat Spukball. Es hat Hitzewelle. Ne, mein Geistfeuer ist sowieso ein cooler Typus. Wissen wir spätestens seit Pokémon-Legenden Arceus. Nein, wissen sie ja schon vorher, ne? Die Typkombinationen sind nicht ganz so neu, aber immer noch cool. Ansonsten ist irgendwas passiert. Nee, warte mal. Ist ein Dratini eigentlich wieder da? Ja, das war klar, dass es nicht reichen wird. Naja. Heißt für uns natürlich in dem Zusammenhang auch, dass ich jetzt hier eben auch noch Licht ein bisschen pushen will. Ja, okay. 42 war's. Wo es sich entwickeln kann. Weil bei dem Spiel spielt es gar keine Rolle mehr, wie man es entwickelt und so. Weil früher war es immer so, wenn man ein Pokémon zu früh entwickelt hat, was eine Steinevolution hatte. Ne? Sagen wir zum Beispiel Pikachu zu Raichu, dann kann es einen gewissen Attack nicht mehr lernen. Aber ich glaube, der Fokus, das Ding ist sowieso schon lange durch. Du hast was Neues gelernt. Was? Wutanfall? Brauche eh nicht. Knirscher? Ne, Nachtipp finde ich jetzt momentan noch besser. Patronenhieb? Ja. Meine Tempoattacke zu haben ist generell... Ja, wobei bei dem Spiel... Ja. Also kommt drauf an, ne? Theoretisch nicht schlecht natürlich. Oh, Rambos. Der könnte noch cool sein, weil ich meine, ist ja ein... Also das Stolos ist ja fett, ne? Also ist ja ein großer Stolos. Der könnte ein bisschen Gewicht haben, tatsächlich. Flammenrad, nee, das ist mal physisch, der passt nicht. So. Dann gebe ich dir mal noch 8 weitere. Du Level 50 bist und dann können wir bei Gelegenheit mal noch gucken, ob ich es vielleicht sogar schon entwickle, ne? Bei Megastein, dafür hätten wir auch schon. Heilblockade. Laternecto. Ja, doch, glaube, kann man so machen, ne? Moment, ich hab's gerade gesehen. Verfügbar, wir haben Erdbeben, Freunde. Wir haben Erdbeben. Das ist natürlich jetzt eine Attacke, wo ich sage, yo. Wo ist Erdbeben? Da bebt die Erde. Erdbeben. Ja, also Pandagro, ja. Stolos, ja, die Frage ist bloß halt für was, ne? Eine Bodenattacke bei ihm. Können wir theoretisch einen Steinhagel sparen, ne? Klar, ich habe Step drauf, aber natürlich überlegen, ne? Steinhagel trifft effektiv Flug. Feuer, okay. Dann hätten wir noch Eis-Pokémon. Käfer glaube ich nicht, aber Käfer schwach gegen Stein. Ich glaube, das passt sogar schon ungefähr. Und dann muss ich natürlich sagen, du bei, ja, gegen Flug-Pokémon habe ich auch Eishieb. Bei Feuer-Pokémon kann ich auch mit Erdbeben hantieren. Gegen Eis-Pokémon habe ich halt Feuerschlag oder Rambos, ne, Stahlattacke. Bei Käfer hatte ich sogar auch Feuerschlag, also, ja. Da ich ja sowieso gerne Megastolo spiele, macht es, glaube ich, schon Sinn, ne? So.
Dann das auch. Dann zurück zur Quasar Corporation. Dann können wir vielleicht noch ganz gut auf dem Weg dort die Sidequests vorbeigehen, aber dann eben relativ fix mit Hauptstory weitermachen. Ne? Also aber mit dem Team nicht durchkommen. Und hat so viel trainiert tatsächlich in der Zeit. Das könnte sich noch rächen. Wir gucken mal. Also, was haben wir noch alles? Simselanit. Ich meine, ich brauche sowieso alle Megasteine. Im Endeffekt. Ist jetzt einer. Gut, Pinsenit, Phenotit. Scarabonit. Vielleicht brauchen wir noch ein Scarabon-Ding, ja. 40, ne? Dann werden wir noch ein bisschen hier investieren, ne? So, alle da weg. So schnell kann es gehen, Freunde. So schnell kann es gehen. Ja, wobei, kein Problem, die kommen schon wieder. So. Hätten wir das, ne? Dann. Ah ja, vorbeilaufen, genau. Und dann noch ein bisschen Kohle ausgeben. Auf neue Münzen, ne? Gerade unser Latanektor braucht welche. Dann würde ich natürlich auch gerne wegen den Kronkorken gucken. Für unser Team, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Psst, das merkt es sich noch. Das guckt man da mit den Laseraugen. Keine Chance gegen diesen Koloss. Ich bin Kukmada. Oha. Das wachsame Kukmada. Guck mal da. Na dann. Ich habe sogar Latanektor, ne? Ich meine, ist ein Geist-Pokémon. Kukmada ist ein Normal-Pokémon. Also. Klar, es könnte einen Knirscher drauf haben, aber. Also wäre es eine Nuzlocke, würde ich anders reagieren tatsächlich. Würde ich erst mit Vegani reingehen und Shielder spammen und so. Wäre aber schon Schild. Viel Damage mache ich nicht gerade. Nein, ruhig abwarten können, ne? Ach, ich muss es im 1 gegen 1 machen. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte... Oder war es, weil er mich selber getroffen hat? Ich war natürlich relativ nah dran, das stimmt schon. Oh, schnell weg damit. Schnell sage ich vor allem. Der falsche Ball für sowas? Okay. Wow, das war ja super duper cool, das ist echt besiegt, Mann. Ja. Wenn ich schon mal hier bin, wieso nicht hochgehen, ne? Das wachsame, guck mal da. Offensivweste! Ich leck mir am Arsch, ey. Da ist nicht am fucking Ernst. Wo ist jetzt? Jetzt kann ich eine Staatsattacke meine einsetzen. Ja, das ist eine Spitze. Hä? Also die Offensivweste, die Verteidigung und Spezialverteidigung erhöht, aber jetzt einen Knoten im Hirn. Das Problem ist, keine Staatsattacken, das stellt sich gerade ein bisschen schwierig an. Dazu ist ein Pandagra, wir haben einen Schwerttanz drauf. Klar könnt ihr die Attackensets ändern und so, aber Stolos würde es sich anbieten, aber ich habe schon Megastein drauf. Oh, der ist doof. Aber andererseits, man könnte es ja auch für ihn, nein, gegen Königsschild nicht mehr. Scheiße. Monaga, du wärst was. Du wärst perfekt.
Mein Granitstein, ja. Das bringt ein bisschen mehr, ne? Und eine höhere Spezialbeteiligung kann er durchaus brauchen, also gar nicht so schlecht eigentlich. Gut, gehen wir mal hoch. Nun kurze Frage, wenn der Runterblick die ganze Zeit deaktiviert war oder blockiert war, wie kamen die hoch und wie kamen die wieder runter? Fragen über Fragen. Oh, das ging schnell. Warte mal. Also bin ich mein erstes Guck mal da, oder? Ne, hab schon ein paar. Okay, deswegen. Oh, Nummer 28. Ja, du musst ein bisschen weiter hinter. Also mal nur extra da unten, weil es ja eigentlich auch ein Event-Pokémon ist, ne? Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie sie mal unsere Shiny Box erweitern können. Inzwischen glaube ich nicht mehr so daran tatsächlich. Guten Tag. Ja, Absolut will auch so ein Pokémon sein, was hier oben auf den Dächern lebt. Also, Wildfrauen jetzt empfangen. So. Da waren ein paar da Tiere, die werden verscheucht. Da könnte auch ein Flottball helfen, ne? Könnte, muss nicht. Jetzt mal jetzt den Ball haben nachher. Muss ja fast wieder irgendwie Schwerball. Würde sich eigentlich anbieten, würde sogar riskieren. Wow! Elektrik war nicht übel, Kumpel. Oh, war ja klar. Ja gut, Lavitantul im Vergleich zu Despot Town so nicht so schwer jetzt, aber wäre trotzdem cool gewesen, hätte es geklappt. Naja. So, ein paar Rettans, die hatten wir auch schon mal. Knospi kennen wir auch schon. Boah, ne, also ist der Ort hier vor allem für das Elite Lavita gut. Wobei. Schraube locker. Haben wir eigentlich schon wieder? Bunte Schrauben 7. Ja, da gibt es keine Canary-Anhänger für die Shiny Chance. Nein, dafür haben wir einen Schillerpin. Die regelt das ja eigentlich schon, ne? Also, dann, wenn ich schon mal dabei bin, da runter. Meine Sachen sind offen, ne? Aber die können wir später noch holen. Oh, Verzeihung, das war ja draußen. Das Tauschen war draußen. Wir brauchen schon 8, ne? Sehr viel leichter fangen. Das ist schon wichtig, ne? Ja, länger durchhalten ist ein Ohnmacht fallen und dann ist nicht so wichtig. Viel mehr Megasplitter geht auch. Basel braucht kein Problem. Erfahrungspunkte geht auch. Der hier, ne? Blaue Kanärenhänger, der wäre wichtiger. Brauer bleibt nochmal 1. Das heißt für uns, wir gehen mal zum Dojo.
Jetzt meinen wir doch gerne Buß-Attacke meistern. Was haben wir da Schönes? Die hat schon alles. Schutzschild boosten, verstehe nicht, was das bringen soll. Bei Gardevoir, Munkewald aber selber lernen, das heißt, dass wir jetzt auch selber boosten können. Machen wir sicher mal Erdbeben. So, Gardevoir. Ja, komm. Bei Kriegerin was Wichtiges eigentlich nicht, ne? Zumindest aktuell gerade nicht. Klar, Krieger und sogenannte Donnerschlagmeistern, aber den soll man aufsparen, wenn es mal soweit ist. So, Glaglati, da habe ich auch ein Ding noch nicht, einen Megastein. Gut, das heißt nächstes vielleicht Tour. Nee, aber auch schon Pandago. Ja! Schon krass, ne? Macht die ganze Folge wieder nur so, das optimieren, da ein bisschen boosten, da eintauschen und so. Noch lange nicht am Schluss. Ne, geht schon, dankeschön. So, jetzt bist du dran, super Spezialtraining. Jo. Die beiden sind schon voll, dann haben wir Gardevoir. Ja, mal gucken, ne? Da würde sich jetzt die Goldkronkorken ja anbieten, ne? Nein, klar, ihr müsst jetzt einen Angriff bei ihm da nicht machen, aber alles andere halt schon. Das ist immer die Frage, ne? Nimmst du 5 Silberkronkorken oder einen Goldkronkorken? Das ist eine Elite, heißt, müsste eigentlich 3 schon auf dem Maximum haben, ne? Ja, perfekt. Die Initiative ist eigentlich sowieso unnötig bei ihm, aber KP ist sehr wichtig tatsächlich. Ich dachte, Elite-Pokémon hätten schon 3 auf dem Maximum. Oder war das noch bei Legende Arceus und hier gar nicht mehr relevant? Könnte wohl auch sein. Wie sieht's da aus? Oh, du hast ja gar nicht so ein Maximum, ne? War zu früh. Wie sieht es mit Pandago aus? Du hast auch nichts auf dem Maximum, Junge! Mein Klar, aber nie dafür trainiert und so speziell, aber wäre trotzdem mal schön. Mach jetzt mal nur 2, komm. Die anderen im Team dann vielleicht mal später. So. Und das gemacht, dann ist hier unten das Ding, ja. Okay, erstmal hier hin. Ball weggeschmissen, aber nicht. Na gut. So, ein paar Schätze verkaufen bitte schön. Oh, 25 Stück. Das gibt Kohle. Brauche da großartig. Ich will eigentlich sowieso nicht mehr. Tränke muss ich auch noch ein paar haben. Und dann fangen wir jetzt mal nach. Gut, dankeschön. Da wurde gespeichert. Der Backup-Save, ne, also glaube ich.
So, willkommen. Ne? Wir haben hier natürlich normalen Elementarsteine. Eigentlich die anderen, die ich eigentlich dringender bräuchte. Ja, komm ich schon mal da bin. So, haben wir die auch. Mega-Entwicklung registriert. Jawohl. Dann müssen wir hier mal noch kurz rein. Über eine mäßig Minze. Kann langsam was dauern, ne? Wäre jetzt wirklich sowas gewesen, wo ich sagen könnte, ja, da können wir gut Offscreen machen. Aber Megastein Offscreen einkaufen, weiß ich nicht, ne? Verkaufen für Geld, das schon eher. Wo war jetzt die mäßig Minze, welchem Stand? Das ist irgendwie immer so, an einem Stand sind all die Münzen, die den einen Wert erhöhen würden, ne? Zum Beispiel jetzt da war, glaube ich, für den Angriff oder Verteidigung war es, glaube ich. Spezialangriff könnte dann hier sein. Ja, also da ist Spezialangriff hoch, dafür ein Angriff runter, glaube ich, Verteidigung runter. Die Ernstminze müsste, glaube ich, sogar Spezialangriff auch runter machen, also eine neutrale Minze. Ich glaube irgendwie so. Vor allem eine Handvoll Minze, ja, und ich gebe Pokémon eine Handvoll Minze zurück, also logisch ist das auch nicht gerade. So. Ich glaube ansonsten... Mit dem Punkt immer noch nicht sinnvoll bei Stolos, aber... Da wäre eine Hartminze, ne? Soll ich eine Hartminze geben, Kumpel? Er braucht ja keinen Spezialangriff, aber dachte jetzt vielleicht eher irgendwie Verteidigung hoch statt Angriff und so. Aber gut, das ist dann... Kann man sich noch überlegen, ne? So. Hat der natürlich noch kein Item. Ja, okay. Jetzt erstmal gucken, ne? Den Weg zu Rang C. Ich bin gerade tatsächlich sehr unsicher. War ich schon so weit? Warte mal. Ja, ich muss noch das Challenge-Ticket noch verdienen. Da war ja noch was, ne? Den Himmelskampf bestreiten, genau. Da gibt es zwar eine Machtkette, nicht so schlecht. Da muss ich eigentlich sowieso warten, bis es Nacht wird. Oh, Kacke. Ich könnte wohl für den Rest der Folge auch nochmal ganz kurz zum Ding gehen, ne? Nochmal Evoli und Dratini handen. Ne, um Gottes Willen. So, holen wir uns ein Challenge-Ticket. Wird Zeit. Überleben ansonsten. 3 auf eine Mega-Mission, sage ich schon. Nebenmission natürlich, genau. Karte selbst ist da noch eine Sidequest offen, die wir noch nicht haben. Noch nicht geholt haben vor allem. Und da ist noch eine, ne? Da muss ich sowieso hin, okay. Kann ich da mal gucken, was hier eigentlich so abgeht, ne? Erzählen Sie von Stussmann, mein Arbok ist das stärkste Pokémon hier. Logo Arbok. Das eine starke Name ist sein Muster. Hast du mal unter das Fratze gesehen? Die ist viel abgefahrener. Viren und Horror. Eine ganz einfache Sache, ne? Wer ist der Stärkere? Ist ein prima, sag jetzt mal Event für Stolos, ne? Ja gut. Was? Ach so, meine Güte. Ja, kämpfen nur in deinem Pokémon, ne? Man tut vielleicht auch. Wie unhöflich. So.
Die Herausforderung des Rüpels. Das ging schnell. Boah. Ja. It's time for Mega Evolution! Mega Elite Stoller. So, jetzt Ramboss und tschüss! Hä? Ist er ausgewichen? Oh, ich hätte gedacht, dass er überlebt. Ja, der Stoß wäre so schwer, das müssen One-Hitter sein. Ja, blöd wäre die anderen Tage noch besser gewesen. Naja. Das heißt dann, dass weder mein Arbeit noch ein Finnland am stärksten ist. Tja, Freunde, sowas soll es geben. Der Stärkste sein, so gut wie keiner war. Also vor mir war. Wer ist der Stärkere? Eine Schattenbrille und ein Fokusband. Schattenbrille klingt ja gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich sein darf. So. Bei dem man ganz schnell heilen könnte. Wie ein Autohalter oder sowas. So. Unlicht verstärkt. Ja, okay, das Fokusband. Träger bleiben nach einer eigenen fatalen Attacke, eventuell mit einem KP im Kampf. Ja, das eventuell ist halt das, was einem ein bisschen zu denken gibt. Oh Mann, Freunde. Wir haben das gemacht, ne? Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part gehen wir in den Kampfsektor rein und ja, das wäre mal Zeit, ne? Im Regen ist natürlich perfekt, vor allem für Latte Necto, der wird sich freuen. Bis dahin, ciao zusammen.